Der Fußball-Dienstag. Mit der Manuela Guyer. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch zur Sendung. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir fangen an mit dem Schweizer Fußball. Das Ergebnis vom ersten Spieltag der Super League. Lugano gegen Luzern 2:1. In der 69. Minute hat der Spieler Lungui eine rote Karte kassiert und darum hat Lugano nur noch das 10. hoch gespielt. IB gegen FC Zürich 2:1. In der 70. Minute hat der Cäsiger eine gelb-rote Karte kassiert und IB hat nur noch das 10. hoch gespielt. In der 56. Minute hat der Krieschu eine gelb-rote Karte kassiert und Zürich hat nur noch das 10. hoch gespielt. FC Basel gegen FC Vaduz 2:2. FC St. Gallen gegen FC Sion 1:0. In der 57. Minute hat der Adeloy eine rote Karte kassiert und Sion hat nur noch das 10. hoch gespielt. Lausanne gegen Servette 2:1. An diesem Spieltag hat es 4 Heimsiege und 1 Unentschieden gegeben. Zur Tabelle. Platz 1 Lausanne mit 3 Punkten. Platz 2 FC Lugano mit ebenfalls 3 Punkten. Platz 3 IB mit 3 Punkten. Platz 4 FC St. Gallen mit 3 Punkten. Platz 5 FC Basel mit 1 Punkt. Platz 6 der FC Vaduz mit 1 Punkt. Platz 7 der FC Luzern mit 0 Punkten. Platz 8 Servette mit 0 Punkten. Platz 9 der FC Zürich mit 0 Punkten. Platz 10 der FC Sion mit 0 Punkten. Nachrichten aus der Super League. Der Luis Schaub wechselt zum FC Luzern. Der 25-jährige Österreicher und Mittelfeldspieler Luis Schaub wechselt zum FC Luzern. Der Kölner Spieler kommt leihhalber zum FC Luzern. Das ist am 16. September bekannt worden. Zum deutschen Fußball. Das Ergebnis von der ersten Runde vom DFB-Pokal vom 14. September. Dynamo Dresden gegen Hamburger SV 4:1. Würzburger Kickers gegen Hannover 96 2:3. Rot-Weiss Essen gegen Arminia Bielefeld 1:0. MSV Duisburg gegen Borussia Dortmund 0:5. In der 38. Minute hat der Volkmer eine rote Karte kassiert und Duisburg hat nur noch das 10. hoch gespielt. Zu den Ergebnissen vom ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga. FC Bayern München gegen Schalke 04 8:0. Stuttgart gegen SC Freiburg 2:3. Eintracht Frankfurt gegen Arminia Bielefeld 1:1. Union Berlin gegen FC Augsburg 1:3. Werder Bremen gegen Hertha BSC Berlin 1:4. 1. FC Köln gegen Hoffenheim 2:3. Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach 3:0. RB Leipzig gegen Mainz 05 3:1. Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen 0:0. An diesem Spieltag hat es 3 Heimsiege, 2 Unentschieden und 4 Auswärtssiege gegeben. Zur Tabelle. Platz 1 FC Bayern München mit 3 Punkten. Platz 2 Hertha BSC Berlin mit 3 Punkten. Platz 3 Borussia Dortmund mit 3 Punkten. Platz 4 FC Augsburg mit 3 Punkten. Platz 5 RB Leipzig mit 3 Punkten. Platz 6 SC Freiburg mit 3 Punkten. Platz 7 Hoffenheim mit 3 Punkten. Platz 8 Arminia Bielefeld mit 1 Punkt. Platz 9 Eintracht Frankfurt mit 1 Punkt.
Platz 10 Bayer Leverkusen mit 1 Punkt. Platz 11 Wolfsburg mit 1 Punkt. Platz 12 1. FC Köln mit 0 Punkten. Platz 13 VfB Stuttgart mit 0 Punkten. Platz 14 Mainz 05 mit 0 Punkten. Platz 15 Union Berlin mit 0 Punkten. Platz 16 Werder Bremen mit 0 Punkten. Platz 17 Borussia Mönchengladbach mit 0 Punkten. Platz 18 Schalke 04 mit 0 Punkten. Zum Ergebnis vom zweiten Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga vom 19. September zu Dortmund. Marburg gegen FC St. Pauli 0:1. Borussia Dortmund gegen MTV Stuttgart 0:1. FC Schalke gegen SG PSV Köln Hertha BSC Berlin. Das Spiel musste abgesagt werden. Später mehr dazu. Das Ergebnis vom dritten Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga am 20. September zu Dortmund. FC St. Pauli gegen MTV Stuttgart 2:0. Marburg gegen SG PSV Köln Hertha BSC Berlin 8:1. Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Das Spiel musste abgesagt werden, dazu später mehr. Zur Tabelle. Platz 1 FC St. Pauli mit 9 Punkten. Platz 2 Marburg mit 6 Punkten. Platz 3 MTV Stuttgart mit 6 Punkten. Platz 4 Borussia Dortmund mit einem Spiel weniger und 0 Punkte. Platz 5 Schalke 04 mit 2 Spielen weniger und 0 Punkte. Platz 6 SG PSV Köln Hertha BSC Berlin mit 1 Spiel weniger und 0 Punkte. Nachrichten aus der Bundesliga. Die erste kommt aus der Blindenfußball-Bundesliga. Der MTV Stuttgart spielt vor Zuschauern. Das Spiel zwischen dem MTV Stuttgart und dem BVB sind von 100 Zuschauern verfolgt worden. Offenbar ist es auch im Blindenfußball kein Problem, dass Zuschauer das Spektakel verfolgen können. Wie das Schutzkonzept aussieht, wissen wir von der Redaktion aber nicht. Der FC Schalke 04 muss absagen. Für die beiden Blindenfußball-Bundesliga-Spieltage in Dortmund hat die Mannschaft vom FC Schalke 04 beide Spiele müssen absagen. Grund dafür war, dass der FC Schalke 04 im Moment nicht genügend Spieler aufbieten konnte, die nach den strengen Auflagen in Bezug auf das Hygienekonzept spielberechtigt gewesen wären. Neues zu Türkgücü München. Wir haben letzte Woche schon über den Fall von Türkgücü München berichtet. Jetzt gibt es Neues zu diesem Fall. Am Dienstag hat der Boss von Türkgücü München ein Interview in der Welt gegeben. Der Boss von Türkgücü München hat die Angabe vom Bayerischen Fußballverband bestätigt, dass es eine Absprache gegeben hat. Die Absprache hat etwa so ausgesehen. Türkgücü München hätte in die 3. Liga aufsteigen. Schweinfurt wäre Teilnehmer vom DFB-Pokal und der drittplatzierte Bayreuth hätte die Chance bekommen, Schweinfurt während dem Abschluss der Liga noch zu überholen. Alle waren damit einverstanden gewesen. Doch jetzt wirft Türkgücü München den Schweinfurter Wortbruch vor. Und wie kommen die Münchner darauf? Im Juni hat der Bayerische Fußballverband nach diesen Absprachen Türkgücü München als Aufsteiger in die 3. Liga bestimmt. Das hat zur Folge gehabt, dass Türkgücü München ein Lizenzierungsverfahren für die 3. Liga müssen absolvieren. Der Bayerische Fußballverband hat darauf das Team aus der Wertung genommen. Am 13. Juli ist im Kicker ein Bericht veröffentlicht worden, wo es um eine kleine Zwistigkeit zwischen Schweinfurt
und Türkgücü München genau wegen dem Lizenzierungsverfahren gegeben hat. Schweinfurt hat sich nämlich mit einem Brief an die DFB gewendet. Grund für das Theater ist gesehen, dass Türkgücü München in die 3. Liga aufsteigen konnte, ohne eine Heimspielstätte zu haben. Türkgücü München hat nämlich 3 Stadien als Heimspielstätte angegeben. Nämlich das Olympiastadion, das Grunwaldstadion und als Hauptheimspielstätte Würzburg. Das Stadion in Würzburg gehört den Würzburger Kickers. Das Olympiastadion ist als Ausweichsmöglichkeit angegeben worden, genauso wie es beim Grunwaldstadion der Fall war. Das Problem hat der DFB mit Türkgücü München geklärt und München konnte aufsteigen. Das hat eben der erste FC Schweinfurt auf den Plan gerufen. Schweinfurt hat sich in einem Brief an die DFB gewendet und gesagt, dass sie verwundert sind, dass das Lizenzierungsverfahren positiv verlaufen sei für die Münchner. Laut den Statuten des DFB muss ein Club ein eigenes Stadion haben, und zwar dort, wo er daheim ist. Also für Türkgücü München müsste das München sein. Das Teilen von Stadions ist natürlich möglich. Das hat man ja schon gesehen beim FC Bayern München und 1860 München. Die haben sich ja jahrelang die Allianz Arena geteilt. Ausnahmen von dieser Regelung, dass es Hauptstadion an Ort und Stelle ist, wo der Club daheim ist, sind natürlich möglich. Und diese Ausnahme hat der DFB mit dem Würzburger Stadion gesehen. Außergewöhnlich ist es tatsächlich, dass Türkgücü München als Club mehrere Stadien, insgesamt 3, als Heimspielstätte benannt hat. Das mal zur Vorgeschichte. Aufgrund von dieser Vorgeschichte, weil sich Schweinfurt beschwert hat zum Lizenzierungsverfahren, hat jetzt eben Türkgücü München Einsprache erhoben vor Gericht wegen dem Antritt von Schweinfurt beim DFB-Pokal. Münchner sagen, dass nach dem Verhalten von Schweinfurt, also nachdem, dass sie das Wort gebrochen haben, München keinen Sinn dahinter sieht, sich selber an die Absprachen noch zu halten. Wenn sich die einen nicht daran halten, dann müssen wir auch nicht. Und daher auch die Einsprache. Türkgücü München hat allerdings warten, bis die Nennung von Schweinfurt als Teilnehmer beim DFB-Pokal offiziell war. Darum ist das dann auch so kurzfristig zur Absage gekommen. Der Bayerische Fußballverband hat inzwischen Einsprache gegen die einstweilige Verfügung erhoben. Schweinfurt ist überrascht, aber auch taube über die ganze Sache. Am 28. September wird das juristische Seil ziehen, weitergehen. Dann wird nämlich der ganze Fall verhandelt. Das DFL-Schutzkonzept. Die DFL hat ja im Juni von diesem Jahr das Schutzkonzept vorgestellt. Es ist im Internet für jeden einsehbar zum Lesen. Jetzt haben die Behörden entschieden, dass die Zuschauer ins Stadion Fußball schauen dürfen. Und trotzdem hat es an diesem Wochenende 2 Spiele gegeben, wo die Zuschauer nicht erlaubt waren. Das war in München der Fall und in Köln. Und zwar aufgrund der Corona-Infektionen und der Zahlen. Der Goretzka findet eine Kulisse spannend. Während der Pressekonferenz kurz vor dem Bundesliga-Start mit dem Leon Goretzka hat es einen witzigen Moment gegeben, wo der Journalist Krumberger von Sport 1 eine Frage wollte stellen, hat der Goretzka ein ziemlich komisches Gesicht gemacht. Der Krumberger war über das Gesicht so verwirrt, dass er gefragt hat, ob er überhaupt zu hören sei. Der Goretzka hat gesagt, er finde die Kulisse spannend, wo der Krumberger als Hintergrund hatte. Der Krumberger hat erklärt, dass die Kulisse, die der Goretzka da gerade sehe, nicht echt sei.
Es sei allerdings die Kulisse, die er von seiner Haustüre habe. Der Goretzka äußert sich zum Vorfall beim HSV. Beim DFB-Pokalspiel vom HSV ist ein Spieler nach dem Spiel ausgerastet und auf die Zuschauertribüne gekumpelt und hat sich dort mit einem Fan in die Haare bekommen. Zu diesem Vorfall hat sich jetzt der Leon Goretzka geäussert. Der Goretzka hat gefunden, dass die Profis sich besser im Griff haben müssen, selbst wenn sie beleidigt werden. Eintracht Zelle ist zufrieden mit dem Pokalspiel. Bei der Pressekonferenz nach dem Spiel von Eintracht Zelle hat der Trainer von Zelle gesagt, dass es ein faires Spiel war. Wir haben Goal nicht gemacht und darum fahren wir auch ohne Goal heim. Der Tolu wechselt nach Köln. Am 18. September ist bekannt worden, dass der 19-jährige Mittelstürmer Tolu Arokodare zum 1. FC Köln wechselt. Der 19-jährige kommt leihhalber zu Köln. In der letzten Saison hat er beim lettischen Erstligist Valmiera FC gespielt. Der Thiago wechselt in die Premier League. Am Donnerstag hat der FC Bayern München den Transfer von Thiago abgewickelt. Der Thiago wechselt für 30 Millionen Euro nach Liverpool. Dort wird ihn der Trainer Jürgen Klopp trainieren. Zum internationalen Fußball. Das Ergebnis von der dritten Qualifikationsrunde von der Champions League. Kiew gegen Alkmaar 2:0. Thessaloniki gegen Benfica 2:1. Gent gegen Rapid Wien 2:1. Nicosia gegen Roter Stern Belgrad 4:2 nach Elfmeterschiessen. Ferencváros gegen Dynamo Zagreb 2:1. Qarabağ gegen Molde 5:6 nach Elfmeterschiessen. Tel Aviv gegen Dynamo Brest 1:0. Midtjylland gegen IB 3:0. Zum Spieler der Woche. Der Spieler der Woche heisst Bebeto. Der Bebeto ist am 16. Februar 1964 in Salvador da Bahia, in Brasilien, geboren worden. Er spielt auf der Stürmerposition. Von 1983 bis 1989 hat er für die brasilianische Mannschaft Flamengo Rio de Janeiro gespielt. Dort hat er auch die meisten Spiele von seiner Karriere absolviert und in dieser Zeit hat er auch die meisten Goals geschossen in seiner Karriere. Insgesamt ist er 553 Mal auf dem Platz gestanden und hat 287 Goals geschossen. Für die brasilianische Nationalmannschaft ist er 75 Mal auf dem Platz gestanden und hat 42 Goals geschossen. Im Jahr 2002 ist er bei Al-Ittihad unter Vertrag gestanden. Dann hat er die Karriere beendet. Von 2009 bis 2010 ist er als Trainer an der Seitenlinie vom America FC gestanden. Geschätzte Hörerinnen und Hörer, liebe Fans, wir sind am Ende der Sendung. Die Sendung hier wird alle 2 Stunden bis um Mitternacht wiederholt. Und geht hier auf den YouTube-Kanal WSCR Radiovision. Dort findet ihr einige Sendungen von uns. Bleibt am Ball. Tschüss miteinander.